Nach der Big One Tree Offensive ist vor dem Grand Festival bei Splatoon 3. Wer mit, wer ist dabei? Wer kann jetzt die Welle? Oh wei! Oh, Phase eines Grand Festivals. Okay, da im Gegensatz zu normalen Festen nur sogar 48 Stunden. Oh ja. Läuft die Feierkracherei, Kinder. Ja, ich habe schon ein bisschen gezockt und es läuft soweit ganz gut. Das Coole daran ist, dass du die 3 Farbkämpfer bei diesem Splatfest von Anfang an machen kannst. Nicht nur nach der Hälfte. Das ist natürlich schon ein bisschen speziell. Und die Arenen, ja. Seespin Skyline, okay, für Profi. Aber Kampf ist einfach immer Zufall. Geht am besten, ja, ja. Der Big One, ne? Die Bär GmbH stellt an mit Herr Bär, aber ja, das machen wir nicht mehr heute. Denn heute, Freunde, ist was ganz anderes im Fokus. Das vielleicht letzte Splatfest. Jetzt Splatoon 3 und ihr seht schon, sie haben sich ein bisschen was überlegt, die ganze Arena. Also nicht nur, beziehungsweise nicht nur ganz in Copoli City und so, wo man überhaupt starten kann. Also ein bisschen anders, ich weiß gar nicht mehr, ob man hier überhaupt den Story-Modus irgendwie aktivieren könnte. Fragezeichen. Oh, Foto, warte mal, das war jetzt falsch. Entschuldigung. Nee, das scheint noch auf der anderen Map zu sein, ne? Okay. Dass er halt direkt dorthin kann. Rundgang, Oh, grüße Herzchen. Du bist bestimmt wegen des Grand Festivals hier, oder? Hat dich sicher richtig schön vergnügen. Der Festplatz ist riesengroß, verlauft dich nicht, ja? Okay, gut, das würde so auch gehen. Der Zug kommt. Ne, momentan kommt gar kein Zug. Also, ja, es ist ja wie gesagt das Grand Festival. Und ja, damit sind eigentlich auch schon die 2 Jahre durch, ne? Seitdem Splatoon 3 erschienen ist. Und die Entwickler meinten ja damals, okay, 2 Jahre lang werden sie fleißig Content bringen. Mit verschiedenen Seasons, neuen Waffen, neuen Arenen, neuen Splatfests und so weiter und so fort. Das haben sie auch soweit getan. Aber die Frage natürlich, ist das tatsächlich das letzte Splatfest oder machen sie es ähnlich wie bei Splatoon 2? Es gibt am Schluss noch ein Final Splatfest, was aber, sag jetzt mal, wie ich sage, den Content bietet. Ne? Also sprich, dass sie vielleicht sogar sagen, ja, es gibt noch mal ein Splatfest dann irgendwann mal, aber es ist jetzt nicht so, dass da eben nochmal neue Waffen und sowas gibt, weil ich glaube, damit sind wir durch. Ne? Also da, das wird soweit, oh, ja, fertig sein. Ah, erstmal eine kleine Farbdusche. In Rot, wa? Orange oder? Hallo? Gab's überhaupt? Ja, jetzt. Okay, ich kriege trotzdem alles ab. Aber egal. Gut, ansonsten geht es hier, wie gesagt, darum, wir haben hier 3 Teams, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, was ein bisschen irritierend ist, da, naja, jeweils, ich wollte sagen, die Groupies, jetzt sind sie natürlich wieder weg, super. Die Sänger und Sängerinnen, das sind vor allem Sängerinnen, bis auf Mantaro, Sängerinnen, die wir aus den vergangenen Splatoon-Teilen kennen. Also aus Splatoon 1, Splatoon 2, ich glaube Splatoon 2 waren es noch die Sea Sirens, die haben hier so bestimmte Namen gehabt, also ja, halt, Gruppennamen quasi, oder sind schon als nächsten? Okay. Und, was? Kannst du gerade links rum, wenn er da singt? Ja, aber sehen Sie, das sind natürlich die 3 hier aus Splatoon 3. Und was ein bisschen verwirrend ist, oder auch zum Teil eigentlich auch cool ist, wir zocken, je nachdem welches Team wir gewählt haben, halt für all diese 3 Gruppierungen. Ne? Also spielen wir für die Gruppe aus Splatoon 1, spielen wir für die Gruppe aus Splatoon 2 oder für unser Trio aus Splatoon 3. Hier haben wir jetzt für mal das Gegenwart-Team entschieden, was lustigerweise die hier sind, ne? Weil es ist, ja, Team Gegenwart verkörpert quasi die Sea Sirens aus Splatoon 2. Das wird ein bisschen speziell. Das Areal hier ist auch ein bisschen groß, ich muss immer hin und her laufen, um die zu zeigen. Aber ist klar, ne, wenn du halt 3 Teams hast und trotzdem alle 3 Splatoon-Teile abhandeln willst, nicht schon für die Zukunft, im Sinne von Splatoon 4, quasi schon ein bisschen promoten willst, wenn du gar nicht weißt, was überhaupt alles kommt, musst du halt so machen. Ah, da ist unser Duo aus Splatoon 1. Ne? Das sind also Team Vergangenheit. Das heißt, die anderen beiden, die müssen in einem anderen Zelt sein, also hier in der Nähe haben.
Richtig schön gemacht, also liebevoll detailliert. Ja, die Entwickler wissen schon, was sie machen. So, gleich da. Und noch eine Arena. Und hier ist die Gruppe aus Splatoon 2. Das Gegenwart-Team, ne? Für die zocken wir. Neben das Trio dort ist halt Team Zukunft. So. Das war dazu, wenn wir gleich uns in die Kämpfe stürzen. Vorhin noch ein kleiner Hinweis. Wir hatten es bei den vergangenen Splatoon-Teilen immer so, dass das letzte Splatfest, also vor allem das Grand, also nicht Final Splatfest bei Splatoon 2, aber halt das Ding, was eigentlich als großes Finale angedeutet wurde, ich sag's mal so, das war eigentlich immer so ein versteckter Hinweis darauf, ne, was im nächsten Teil kommen wird. Aber beim Splatoon 2 war das Finale, nicht das letzte, sondern, oder, ja, ich sag jetzt mal, Mann, das Storytechnisch oder das Content-technisch letzte, ich sag's mal so. Das Splatfest war irgendwie so Chaos-Order-mäßig. Und Chaos haben wir hier ja auch. Also von der Story her ein bisschen, ne? Gibt ja auch so einen Turm und so. Also bei Splatoon 1 und 2 war es glaube ich ähnlich, kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie das damals war. Und ich frage mich halt hier mit dem Grand Festival. Okay, was soll das für Splatoon 4 bedeuten? Grand, ja, groß. Gut, das heißt der Grand Area Festival, ne? Heißt also, während bei Splatoon 4, was ziemlich sicher dann für die Nachfolge der Switch erscheinen wird, nicht vorher. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie. Also, ich kann mir so Weihnachtsgeschäft 2025 vorstellen. Hängt ja davon ab, wann die Switch-Nachfolge erscheint, ne? Aber. Ach, ja, die Pappaufsteller, ja. Aber es würde eigentlich Sinn machen, ne? Okay, das ist ja also der Stamm für Team Zukunft. Kann man natürlich nichts kaufen, obwohl ich es gerne würde. Team Gegenwart, ach ja, Splatoon 2. Aber geliebt. Splatoon 1, geile Einstieg und so. Ja, und eben bald dann hoffentlich auch mal. Aber ein Hinweis, ich glaube, ein Hinweis über Splatoon 4 kriegen wir frühestens, wenn der Switch-Nachfolger promotet wird. Vorher kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht mehr, dass wir dann Splatoon 4 Nachfolger in diesem Jahr irgendwie präsentiert bekommen, also 2024. Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, wenn was sei, so viel dazu. Dann ganz kurz jubeln. Ja, wir schütteln. Schwenken. Und hüpfen. Okay, Mini-Hüpfer zwar. Aber was soll's. Ab in die Lobby, Freunde. Wir wollen noch ein paar Matches machen hier in dieser Folge. Problem, es könnte ja mein letztes Video für Splatoon 3 werden, außer ich würde mir irgendwann sagen, jetzt sag doch mal die Story. Was eigentlich gar nicht mal so doof wäre tatsächlich. Ich mache erstmal ein paar normale Splatfest-Kämpfe nach die Dreifach-Matches. Die Story soll ja angeblich bei Splatoon 3 sehr schwierig sein, ne? Ich meine, bei Splatoon 2, ja, jetzt mal normal. Klar, das DLC dazu, die Octo-Expansion, die war knackiger, zumindest gewisse Dinge. Aber ansonsten relativ easy und deswegen bin ich schon mal sehr gespannt darauf. In der Story-Modus bei Splatoon 3 noch sein wird. Ne, natürlich hat die DLC noch gar nicht gezockt. Also, als Splatoon 3 rauskam, sofort online draufgestürzt, ne? Und mir so Story. Ich meine, klar, ist gar kein Thema, kann es gerne machen und so. Aber Splatoon 3 ist mir einfach Multiplayer im Fokus. Ich habe so viele andere Spiele, wo ich den Einzelplayer noch zocken will. Vor allem auf der Switch. Oh. Vergangenheit, Gegenwart, ne? Zukunft ist Vergangenheit. Nein. Da haben wir noch ein paar krasse Typen drauf. Okay. Gut, ihr natürlich wie gewohnt mit dem Roller war. Wir zocken mitunter übrigens auch auf Twitch, also zumindest Freitag haben wir mal auf dem Twitch-Kanal von guten Kai gezockt, also Lord Kai. EF02, ne, der Typ, den wir auch schon mal haben wir hier promotet haben, der auch schon mal am Let's Play dabei war oder ich bei ihm. Kann gerne mal vorbeischauen. Also wenn wir zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier online kommt, auch schon da zocken, online oder auch schon gezockt haben, ne, kann durchaus sein. Gucken wir auf der Map, sieht soweit gut aus. Was ist denn los? Ja, komm hoch. Entschuldigung, war nichts Persönliches.
Ja, wieder da. Aber warte mal, ich muss gar nicht in der Mitte bleiben. Wir sind ja kein, ist ja kein Dreifach-Match, wir verteidigen ja nicht. Was zum? Er wird verarscht! Ich dachte, er wäre da durch. Dieser Arsch. Er verarscht. Wie kann er es wagen? Ist einer bei uns, wa? Wie kann der es wagen? So. Ja, gegen 3 muss ich nicht zur Wehr setzen wollen. Ne? Auch wenn du eine Spezialwaffe hast, aber das funktioniert selten. Die Situation da, um ein paar Platz zu machen. Wiederum ein bisschen schwierig, da ist gerade einer alleine. Naja. Oh, Doppel 2. In unserer Base. Das finde ich nicht ganz so geil, da gehe ich doch lieber mal steil. Das ist das Lied von den Seasides, das Splatoon 2, oder? Ah, und wieder so ein Roller-Typi. So wie ich einer bin. Was ist so Gefahr? Oh. Ja, stimmt. Gefahr bei uns. Sorry, Alter, dich habe ich gesehen. Ja, super. Vergiss nicht diese scheiß Kracher. Ein Kracher war jetzt die Runde nicht wirklich, hä? Aber das ist egal, denn wir haben gewonnen, yeah! Und das bei einem Mal 10 Kampf. Yeah, yeah, oh yeah. Ich bin gespannt, wie oft wir heute noch gegen unser eigenes Team antreten werden. Da hatten wir in der Freitagspartie, die wie erwähnt eben da auf Twitch ein bisschen ablief, also die wir quasi auch, kann man auch sagen, ein bisschen privat gezockt haben. Nein, da ging es eigentlich vor allem, da haben wir gemerkt, hey, Zukunft, Vergangenheitsteams, ja, gibt es auch ein paar, vor allem viele Zukunftsteams, Vergangenheit gab es relativ wenige, aber wir haben auch oft gegen unser eigenes Teammitglieder gekämpft. Also die Gegenwart scheint doch ein wichtiger Faktor zu sein, war die Vergangenheit eher weniger, Zukunft, ja, okay. Aber hey, ne, so, was ist wohl das für ein Hinweis für einen Nachfolger der Splatoon-Reihe? Das ist natürlich ein möglicher Nachfolger, ne? Es wurde nichts angekündigt oder so, es gibt keinen Hinweis im Prinzip darauf, dass es ein Splatoon 4 geben wird. Da gibt es noch irgendwie ein Splatoon 3 Remaster oder so, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ja, dass natürlich der Switch-Nachfolger abwärtskompatibel sein wird. Aber seien wir ehrlich, es wäre ja eigentlich seitens der Entwickler ja idiotisch, keinen Nachfolger zu machen. Wenn eine Spieleserie funktioniert, wie zum Beispiel bei Pokémon oder Zelda oder was auch immer, dann bringst du noch neue Spiele. Das ist ja ganz logisch. Splatoon ist ja ein riesiger Erfolg, ne? So ähnlich auch die Pikmin-Reihe, sag ich jetzt mal. Und vor allem, wenn ich jetzt auch die Pikmin-Reihe, weil es auch eine relativ moderne Reihe ist, ne? An Nintendo sonst, wenn man so sagt, ja, Mario, Zelda, Kirby, das sind, oder Pokémon natürlich, das sind so ein bisschen die Altbacken, ne? Mein Pokémon ist da, glaube ich, sogar einer der jüngsten quasi. Gerade Mario, Kirby oder Link sind schon ein bisschen älter. Aber sie haben es nicht verlernt, ne? Sie können es immer noch. Wir sehen gerade bei Pikmin, klar, jetzt Pikmin 1 ist auch schon ein bisschen älter, aber auch bei Splatoon 1 zum Beispiel, 2, 3, sie zeigen, doch, sie können es noch. Muss der sein? Ja.
Ja, das glaube ich ja nicht, hey. Der steht hinter ihm und trifft ihn nicht. Was ist denn das für einer? So. Eine Bombe erwischt und erledigt nicht mal Detonation vorgegeben war. Aber halt eine normale Bombe, wenn es dich trifft und dass sie detoniert halt, macht ja auch schon mal, glaube so 30% Damage, ne? Schnell ins Areal. Oh, den verliert den Kampf. Oh, Schwein gehabt. Und ein Kumpel da. Kumpelblase. Nein. Kumpelspieler. Ist das auf der Map? Okay, geht so. Ja, wir sagen, kann man in die Offensive war, aber ist ein bisschen schwierig, weil die meisten davon. Oder? Nee. Ich wollte gerade sagen, die meisten davon haben irgendwelche Fernkampfwaffen, aber stimmt ja gar nicht. Ja, der muss den Pinseltypi. Ja, genau so. Einen Stempeltypi von hinten treffen. Sonst ist scheiße. Die Frage, wenn die jetzt alle da sind, gehe ich jetzt in ihr Areal? Eigentlich müsste ich bei uns verteidigen, weil so wie es aussieht, das Ganze gut funktioniert. Schade. Er dachte, ich lenke ihn ab, und der andere kann ihn killen, aber er war zu nah dran. Ja, quasi, dass ich eigentlich bei uns verteidigen würde und die anderen würden in Angriff gehen, aber das hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich wollte. Naja. Er hat trotzdem Team Gegenwart gewonnen, war aber ein anderes Gegenwart-Team. So, was hat die Zeit? 17 Minuten, ich würde sagen, wir machen nochmal. Ja, komm. Alle guten Dinge sind 3. Was? Wieso meine Verbindung ist stabil? Hallo? Siehst du? 2, 3 Balken. Wobei, das könnte tatsächlich mein Router sein. Jetzt verarschen was. Hallo, ich habe Internet. Schweinerei. Aber davon war ich jetzt gerade. Der Kampf war eh vorbei. Wären jetzt 10 Minuten gebannt. Okay. Besser ist es, Freunde, besser ist es. Das Grand Area Festival, ne? Also, ja, ist eigentlich schon ein Hinweis darauf, hey, großes Areal. Für Splatoon 4 halt, ne? Also insofern vielleicht auch eine riesige Map und fertig. Das, naja, irgendwie trotzdem seltsam, ne? Was heißt ja eigentlich nur Grand Festival, ne? Aber was soll das für ein Hinweis sein? Ich bin leicht verwirrt. Ja, alles größer halt, ne? Ein Hinweis darauf, dass es irgendwie auch neue Waffen so geben wird. Ja, neue Fähigkeiten, mit denen man sich irgendwie auch verkleinern oder vergrößern kann. So à la Super Mario auch mit dem Pilz, aber ja ein bisschen anders. Ah, Mist. Hat er eigentlich hätten noch gehabt. Aber ja, ne, ist ja gar keine schlechte Idee eigentlich, weil normalerweise, wenn man irgendwie so sagt, ja, Grand, dann denkt man sich so von wegen, ja, groß, einfach irgendwie, dass alles körperlich größer sein muss, ne, in der Hinsicht. Oder größer im Sinne von mehr Waffenauswahl und so.
Aber es kann natürlich auch einfach ein Hinweis darauf sein, dass wir vielleicht sogar neue Gegnerarten haben. Irgendwas mit Grand, also irgendwas mit groß was zu tun haben. Und generell Fähigkeiten die Größe beeinflussen. Na, lass uns überraschen. Ich glaube, da kannst du jetzt so viel reininterpretieren. Noch mehr als du überhaupt zum Beispiel bei den Legend of Zelda Timeline kannst. Hä, wo war der jetzt dahin? Natürlich trifft er mich noch. Was ist der andere jetzt hin? Nach oben geflogen oder was? Gar nicht mehr gesehen. Nein! Das darf nicht wahr sein. Ey, wie viel Pech kann ich haben? Ich habe ihn noch getroffen. Ja, natürlich. Scheiß mit dem Controller, ey. Warum kann man es bei Toon nicht irgendwie statt Docking-Mode einfach hier im Tablet-Mode aufnehmen? Also sprich, die Switch-Spieler halt, ne? Aber wäre der jetzt nicht tot, dann hätte ich ihn schön im Flug erwischt gehabt. Dass an der Steuerung im, ja, generell im Tablet-Mode besser dran bin. Aber logischerweise auch geübt darin, wenn die ganze nur darauf zocke. Im Tablet-Mode, sprich hier am Fernseher, wenn man so will, ja eigentlich nur dann, nicht Tablet-Mode, im Docking-Mode, Entschuldigung. Ja, eigentlich nur dann zocke, wenn ich halt aufnehme. Normalerweise spielen bei der Zelda-Reihe oder so, dann ist natürlich was anderes, ne? Da man Pokémon spielt, da war die Bewegungssteuerung nicht so wirklich. Nicht so wie hier. Okay. Das war eher doof. Wobei, die haben jetzt auch nicht so viel gerissen, ne, mit den Siegen. Okay, gut. Dann machen wir doch mal Dreifach-Matches. Ob die besser laufen? Nein, weiß nicht. Ey. Und die Frage ist immer die Verteidiger, das Vierer-Team, oder sind wir die Angreifer, die Zweier-Teams? Man spannender finde ich natürlich die Angreifer, wenn wir Zweier-Teams sind. Dauert heute ganz schön. Oh, ernsthaft? Oh. Gegenwart gegen Gegenwart, super. Ja, das ist halt so ein bisschen die Krux, wa? Das ist wieder so Vor- und Nachteil. Wir erinnern uns am Anfang von Splatoon 3, so denkt das erste und zweite Splatoon, glaube ich auch noch, war es so, dass die Dreifach-Matches nur dann stattfanden, wenn man wirklich andere Teams hatte. Ne? Also auch wenn du ausgewählt hast, hey, Dreifach-Match bitte. Okay, dankeschön. Es war kein Garant, dass du wirklich eins bekommen hast. Weil es hing ja davon ab, ob du halt, ja, wirklich auch genug Mitspieler findest. Wenn dem mal nicht der Fall war, dann gab es auch nichts. Da waren es halt normale Standardkämpfe.
Nicht, wo man gesagt hat, nee, Moment mal, das geht so nicht, weil wenn ich als Spieler schon sage, ich will ein Dreifach-Match, dann will ich auch ein Dreifach-Match spielen, muss man natürlich damit rechnen, dass man halt kein Team zusammenbekommt und dann halt so ein Spiel zocken muss. Dann natürlich clever, das so zu machen. Du, 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 du. Aua. Der ist ja auch clever. Der ebenfalls, weil der wird auch wehtun. So, und tschüss. Fertig. Fertig. Ich habe fertig. Voll erwischt hat. Ist aber ziemlich an Zeit eingemacht, ey. Hä? Ja, schmeiß mal. Achso. Mit diesen Zeiten, ne? Wie lange du brauchst, bis du ja, das Geschoss eigentlich für dich beanspruchen kannst. Dass manchmal das so random ist. Ich meine, klar, es verfolgt eine gewisse Logik, aber du als Spieler in dem Moment schnallst halt gar nicht, weil du nicht siehst. Du bist ja voll hier im Modus drin, im Wettkampfmodus. Wo liegt denn der hin? Ja, ein Satz mit X war wohl nix. Du, 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 du. So, wäre schön, wenn ich vielleicht dann mal mit einem Team was reißen könnte heute. In der Folge, denn wie bereits erwähnt, ne, es könnte das letzte Splatfest, das letzte große Event gewesen sein und dann war es das Multiplayer mit den Videos zu Splatoon 3. Also haben sie Splatoon 3 online, ne? Alter, 96,7 ist so fies. Bleib hier, Mann! Ah. Hm. 99! Alter, was ist denn das? Boah, Pech kann eigentlich haben. Cool, cool, cool. Ja, das gleiche Prinzip. Spieler gegen Team Gegenwart, gegen Team Gegenwart. Jetzt vergessen gegen Team Gegenwart. Und wir sind Team Gegenwart.
Und ich dachte immer, Zukunft ist Vergangenheit. Naja. Jungs, können wir vielleicht auch mal ein bisschen aufpassen hier? Meine Fresse. Ist doch nicht wahr. Hinter dir. Guck mal auf die Map. Ja, natürlich. Ich meine, dass es mich getroffen hat, im Sinne von, dass er Schaden bekommen, okay. Aber ein One-Hit-Kill? Ja. Logo. Ach komm ey, ganz ehrlich. Was ist denn das gerade? Ich bin sowas von verarscht. Entweder cheaten die Gegner und sie sitzen raus, oder Mitspieler denken sich einfach so, ja, ist uns doch eh egal. Ja, ich verstehe es zum Teil auch, ne, ist ja trotzdem egal, wie man hier spielt, ob man gewinnt oder verliert, das gewinnt der Team Gegenwart, aber trotzdem. Gar keine Pause mehr. Kein neuer Gegner. Das Grand Festival und ich liefere so eine Performance ab. Hilfe. Ja, Gesamtleistung, meiste Schüsse ist ja schön, aber es bringt nichts, wenn wir trotzdem verlieren. Ah, doch schon. Ja, natürlich. Es gibt einen Spaß, dabei sind ist alles und so, aber ihr wisst, wie das ist. Okay. Wir sind gerade bei 33 Minuten. 34, so es aussieht. Eine Runde sicher noch, vielleicht 2, maximal 3, ne, würde ich mal sagen. Ich glaube, eine gute Länge. Bei rund 40 Minuten. Wir hatten ein bisschen darüber, vielleicht ein bisschen weniger. Je nachdem, und dann, ja, würde man sagen, reicht dann auch für heute. Bin dann gespannt, wie sie künftig das mit den Big Runs, also mit den Salmonidenjagen quasi machen bei der Bär GmbH. Dann irgendwie auch sagen, ja, kann die Big Runs machen wir trotzdem noch, es gibt einfach quasi nichts Neues mehr, ne, also bestehenden Content. Oder entwickeln man es noch einfacher und sagen sich, hey, jeder Spieler kann das handhaben, wie er will. Er kann einen Solo-Modus machen, er kann einen normalen Modus machen. Den normalen Modus haben wir Freunde natürlich. Oder halt sagt er, nee, es kann auch nur Big Runs machen. Also ein Big Run ist erst was speziell sagen, wie ein Splatfest, ne? Wenn viele andere Optionen sagen, ja, ihr könnt auch Splatfest machen, so oft ihr wollt. Es gibt einfach keine Ergebnisse mehr, ne? Oder Dreifach-Matches als normalen Auswahl, ne? Das könnte man noch vorstellen, wobei, ja, muss trotzdem 3 Teams sein, ne? Ja gut, ich meine, du zockst jetzt normalerweise auch in einem Vierer-Team, also 4 gegen 4.
Das ist bei Zufall, also kannst du so Dreifach-Matches ja eigentlich auch machen. Halt ohne später Teamauswahl. Also das gleiche, ey, alles Gegenwart. Ja, Leute, was ist denn los, ey? Oh, hat er Internetprobleme? Wieder mal die Verteidiger. Gerne mal die Angreifer gehabt zu ersten Mal. Das ist eine etwas andere Map. Auch schön. Auch ob die Grand Festival Area Map auf die erste am letzten Tag kommt, ne? Es dauert ja bis mit Sonntag. Und ich sage natürlich jetzt hier am Samstag, weil ich muss ja das aufnehmen für den Sonntag dann. Hab zwar auch natürlich schon mal am Samstag gezockt, beziehungsweise am Sonntag gezockt, damit es einen vorigen Monat oder so bringen kann und einen anderen Tag. Würde theoretisch gehen, nur zu dem Zeitpunkt gar nicht, weil Baum. Nein, weil ich gerade andere Projekte habe, die wir gerade noch so erwähnen würde und dann so einen Slot quasi Wochentag sagen muss, ja, jetzt mache ich noch was anderes, was da geht, damit die Planung durcheinander bringt und so. So ein Pechfall hier. Das ist so doof. So. Oh. Das war doof. Ah! Überall Gegner. Hilfe. Genau in dem Moment kommt diese scheiß Kugel. Wie viel Pech willst du haben? Ja. Waren hier zwei? Ah, da sind zwei. Oh nein! Und noch ein kleiner. Ah! Nein, jetzt von hinten auch noch. Das wäre sowas von klar, was noch passieren muss zum Ende hin. Na komm. Geht darum, ein bisschen einzuwerben. Um vor allem auch abzulenken. Na, na? Ah, okay, immerhin. Ja, Sieg für Team Gegenwart, juhu! Was ganz Neues, yeah!
Ja gut, wieder mal jetzt... Oh nein, wir sind auf Verteidiger-Team. Ja, zumindest wieder mal Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, ne? Wir haben gerade von der Vergangenheit und der Zukunft gemeinsam platt gemacht. Angriff aus Vergangenheit und Zukunft. Ja, natürlich. Muss ein schlechtes Omen sein, ist ja klar. Ah. Das war knapp. Leute, bitte, was ist denn das? Hey, wollen die mich verarschen? Die sind zu viel, die kriegen es nicht geschissen. Sieht zwar aktuell ein bisschen besser aus. Aber kann also schnell täuschen. Aber das macht es eigentlich richtig, ne? Sie gehen direkt in die gegnerischen Zonen. Ja, wie kann man so Pech haben, ey? Natürlich schmeißt eine Keksbombe. Warum muss sie genau dort sein, wo wenn ich um die Ecke laufe, die nicht sehen kann? Oder jetzt zum Beispiel, warum hat sie nicht gekillt? Das waren sicher mindestens 90%, also 90 halt Schaden, ne? Oje, oje, oje. Teamgegenwart wurde von zwei Seiten aus zermürbt, ne? Aus Vergangenheit und aus der Zukunft gleichermaßen vernichtet. Die eigene Vergangenheit hat sich mit der eigenen Zukunft vermischt und ja, das Ergebnis war niederschmetternd. Gut. Ich würde sagen, zum Abschluss sind zwar 44 Minuten, das wird es erreichen, aber das fühlt sich gerade ein bisschen unbefriedigt an. Machen wir noch ein Match, nochmal im Dreifach-Modus. Weil den gibt es ja zurzeit nur bei diesen Splatfests, bei Splatoon 3. Wie erwähnt, vielleicht kommt er mal noch als regulärer Modus, würde ich sehr begrüßen. Vielleicht sagen sie sich aber auch, nö, lassen wir das mal so, weil wir wollen das bei Splatoon 4 noch ein bisschen ausbauen. Bei Splatoon 4 gibt es vielleicht Vierfach-Matches, ne? 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2, ach du Scheiße. Ich meine, von der Anzahl Personen geht's, ne? Haben wir jetzt ja auch gesehen. Wir haben zwar 3 Teams, aber eins davon besteht aus 4 Personen. Die anderen beiden also 2. Also ja, hast du ja auch schon 8 Personen auf dem Feld. Wie es ja eigentlich bei normalen Runde zwischen 2 Teams ja auch ist, ne? Oh, jetzt sind wir Angreifer. Gegenwart und Zukunft gegen die Vergangenheit. Das könnte spannend werden. Also nur machen. So, mal gucken. Natürlich sollen wir eher mit den
Teammitgliedern zusammenarbeiten, in dem Fall mit einem Teammitglied. Ne? Erstmal das Areal ein bisschen abchecken. Und eigentlich erst angreifen und wir sehen, okay, wir haben, naja, sind zumindest 2 von denen draußen. Das jetzt so, ich meine, hier haben wir so einen guten Sichtschutz und so. Eigentlich anzugreifen bringt noch nichts. Kommt zum Hacker da einer. Der ist aber relativ gut. Ah, toll. Ja, schwierig dann eine Position zu finden, ne? Die Map selbst ist gut für so ein Dreifach-Ding, das gefällt mir, da kannst du gut was draus machen. Okay, das wäre jetzt ein Zeitpunkt. Im Idealfall ist natürlich noch ein paar Dinger frei. Hä? Der hat mich gekillt, wer hat meinen Kumpel gekillt? Ich wollte einmal ein Spezialding einsetzen. Toll. Das ist eine Art Arschloch-Move. Ah! Weg da. Ja, natürlich trifft er auch noch, ne? Die Verteidigung hat der hartnäckig, da kommt keiner durch von uns. Ah, wenn er mal ein paar von denen erwischen würde. Ja, ich glaube, ich hätte hier auch im Telemodus jetzt nicht viel mehr Erfolg tatsächlich. Der Ordnungsschwapper, ja, aus dem Ordnungsturm halt, ja, so aus dem DLC quasi. Anlocken wäre eine Variante. Einer von denen ist down und jetzt kommt direkt der nächste. Ja, ist klar. Mit einem Firecracher, also sogar von sowas gekillt werden kann. Okay, es ist nicht mein Tag, es sind nicht meine Runden. Leider, ich hätte auch gerne ein bisschen was Besseres geboten tatsächlich, aber es sollte heute wohl nicht so sein. Mein Team Vergangenheit auch gut war, ne? Muss man auch zugeben. Ja, ich werde am Sonntag noch ein bisschen privat zocken. Dann natürlich im Tablet-Modus, ne? Also eher so meiner Spielweise entspricht. Ja, irgendwie direkt so das Gerät zwischen Händen zu haben, wie damals beim Game Boy Advance oder auch beim Nintendo DS und so, ist eher so mein Ding bei solchen Spielen als, ja, als ein Controller. Tatsächlich. Warum auch immer. Ein Hunderkampf gewonnen, yeah, Team Gegenwart, yeah, geil, wir waren die genialen Spieler, wir waren es nicht. Es waren Japaner, ja, war ja klar. Ah nein, waren noch andere. Gott sei Dank. Scherz beiseite. Freunde, ich sag an der Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, hat soweit trotzdem Spaß gemacht. Wir konnten noch einen Einblick bekommen und können vielleicht selber noch ein bisschen beim Grand Festival mitzocken. Und habe bereits mitgezockt. Ich würde mal sagen, das war's soweit von meiner Seite. Und ja, hoffen wir, es gibt künftig noch trotzdem noch weitere Splatfests oder irgendwie weitere Big Runs, weitere Ankündigungen irgendwie zu der Spielreihe. Und man sieht sich irgendwann wieder. Sei es Splatoon 3, Splatoon 4 oder was auch immer für ein Online-Game. Ne? In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.